Wir hoffen und wir sind überzeugt, dass es uns gelingt, diese doch sehr kontroversen Diskussionen über das Largest Timepiece mit unserem neuen, mit der neuen Installation, die aus der Projektgruppe Lucy entstanden ist, von Gabriel Marquez, Charles Keller und Adrian Schiess, welches wir produziert und hergestellt und auch geliefert haben, dass es uns gelingt, die Zürcher Öffentlichkeit wieder zu verzaubern mit einem stimmungsvollen Weihnachtslicht. Wir meinen, dass es uns gelingt, über 13.000 Kristalle, Schneekristalle in unterschiedlichen Farben, in warmen, auch in etwas kalten Farben, über die Möglichkeit, diese 13.000 Kristalle auf 1000 verschiedene Schaltkreise ein- und auszuschalten und somit auch Szenen in die perspektivische Betrachtung dieses Straßenzuges zu bekommen und damit auch eine weihnachtliche Atmosphäre wieder zu erzeugen, soweit wir es erfahren haben, was ja der größte Wunsch auch der Zürcher Bevölkerung ist. Die größte Herausforderung war die Kombination aller Anforderungen, die an uns gestellt wurden. Also sowohl eine einfache Montierbarkeit, dann eine mehrfache über Jahre zu Wiederverwendbarkeit, eine Komplexität in der Steuerung, eine Komplexität in der Außenanwendung über 1,2 Kilometer und gleichzeitig eine sehr leichte Installation zu machen, die auch am Tag, im Tagesanblick nicht die Perspektive der Bahnhofstraße zerstört oder behindert. Ich hoffe, dass wir mit solchen Projekten der Schweizer Öffentlichkeit zeigen können und auch den Schweizer Architekten, dass das für uns, wie kompetent wir in solchen Projekten sein können. Und ich glaube, dass es uns dann gelingt, noch mehr Projekte machen zu können und somit dann noch erfolgreicher zu sein.